Vom 28. Februar bis den 28. März könnt ihr heute zu Diedling an der Rue de Hallosch d'Expo Raison d'être Uko gekommen. Mir und uns zusammen habe ich von den Feierkünstler Lani Bocco, Jo Malano, Jeremy Palus und Marco Spritz mal mir genauer geguckt. Als echt wollt man wissen, was Künstler für diese Ausstellung inspiriert wird. Ja, aber auf jeden Fall war, also mir mal fand, wir hatten genau für ein Jahr hat man auch genau eine Ausstellung am Anfang von der Galerie so, weil ja alles ein bisschen schief gegangen ist und du hast auf jeden Fall ein Pratt gefühlt, und wir waren motiviert, für endlich ein bisschen Gas zu gehen, weil wir fanden, dass es also um Zeit geht, für das alles ein bisschen normal geht und dass man sagt, keine Weile. Wenn man mal so ein Jahr einfach es schafft und nicht weisen kann, was man möchte, dann ist es von einem motiviert und für Energie für den Gas zu gehen. Also ich mich inspiriert, ich habe letztes Jahr ausgestellt und ich mich inspiriert mit alle Bilder, weil ich mit einer Maschine geschafft habe und die vakuumiert. Und das Jahr wollte ich einfach das vakuumiert auf eine Toll bringen. Und das ist auch die Methode, wo ich in Zukunft weiter durchschaffe. Wir wollten natürlich auch wissen, was das mit dem Titel Raison d'être auf sich hat. Ich finde es schwer, wenn du ein bisschen so eine Sache guckst, denke ich, die Galerie ist alles relativ verschieden. Also, du musst dann nicht einen Titel finden, der das ganz irgendwie zusammen beschreibt. Am Anfang sieht ein Titel ein bisschen, was ist überhaupt so der Sinn von einer Sache. Und ich das Leute ein bisschen so froh und ein bisschen überlegen, was das der Gedanke dann tun. Aber so als Abschied von einem Titel, wo die Leute ein bisschen können, sind noch frei für sich zu überlegen, was keinen Sinn. Also, das lässt Raum für zu denken. Ich das Leute auch wirklich gut kommen, das war ein bisschen das Ziel. Als nächstes wird uns interessiert, ob der Covid an die Situation vom Lockdown einen Einfluss auf Ihre Kunst hat. Also bei mir direkt nicht, weil ich meine Kollektion für Covid gemacht habe. Ich habe mich gar nicht von Covid beeinflussen gelassen. Ich habe einfach daraus viel geschafft. Ich habe einfach kreiert, bis ich mit meiner Arbeit zufrieden war. Wir waren ja relativ viel daheim, also normal relativ viel Zeit gehabt, zu arbeiten. Also ich habe viel zu malen und so. Das ist halt immer viel, was es im Flower gibt. Aber mir sieht beim Jeremy, wenn man nur Sachen guckt, hindert sich ein bisschen mehr und inspiriert, dass die richtig gute Sachen dabei rauskommen. Bei uns mit den Bildern, da bin ich einfach nicht viel Zeit für Schaffen. Ich meine, es wird schon viel ferner, dann ich meine, es sind viele Sachen dabei rauskommen. Natürlich haben wir auch nur gefragt, wer dann überhaupt so Zusammenarbeit gekommen ist. Aber wie gesagt, also wir hatten letztes Jahr genau für ein Jahr, das war nämlich der Weekend, genau für ein Jahr mit der Ausstellung. Da hat man am Anfang schon relativ schnell letztes Jahr schon fast gedacht, dass wir etwas machen. Du meinst, der Remi, dass die Chance gibt, dass dann im Galerie und hier war bestimmt motiviert, für etwas zu machen. Und du warst von Manfred gegangen, also ja, ich bin froh, dass das so geklappt hat, wie es gegangen ist. Außerdem wollte man wissen, wie lange es dauert, für so eine Ausstellung auf die Beine zu stellen. Also ich habe für meine Serie von 8 Bildern 6 Monate gebraucht. An diesen 6 Monaten habe ich nicht nur die Bilder geschafft, aber ich muss doch mal Gedanken machen, wie ich das überhaupt verarbeitet kriege, und welche Methode ich benutze. Für genau 2 Monate haben wir die Remi noch gefragt, ob wir dann ausstellen können. Und da war das Jahr gekommen. Und da war es noch einen Monat Zeit für ein bisschen zu organisieren. Wir haben uns wirklich engagiert, für einen Monat das heute noch auf die Beine zu stellen. Aber das war ganz positiv und ein gutes Feedback bei den Leuten gegeben hat. Auch der Message, den Sie mit Ihrer Kunst vermitteln wollen, hat uns interessiert. Ja, also ich nicht im Kunst, mir auch Deutsch allgemein. Ich meine einfach, dass es also muss in sich in die Regeln haben, muss da aufpassen, was gesagt wird, das ist richtig, das ist eine schwierige Zeit. Und ich finde dann 10 Jahre so, na, was hat die Zeit gemacht? Oh nein, ich habe ein bisschen Angst, dass man nicht viel, ich meine, muss ich auf die Regeln haben, alles ordentlich organisieren, und für den Rest sollen einfach, also das wäre meine Message. Das Leute schon nicht so nur durch Klangkrähe losen. Gesagt, dass auch etwas Cooles gemacht wird. Und mir gesagt, nicht gut, das war einfach, ich meine, ich will auch mit den Sachen ein bisschen weisen, dass viele Leute momentan ein bisschen abgeschränkt sind, aber so den Studisch nicht Klangkrähe losen, dass man einfach so weiterhin immer bei dem gefällt und so Motivation behalten. Also das ist auf jeden Fall das auch von mir schwierig ist. Ich meine, geht aber immer. Geht alles, muss ich das Courage und erweisen und sich und Regeln halten. Aber wenn ich das hinkriege, dann also dann von ganz einfach. Und wir haben ein ganz positives Feedback, das ist ganz gut aufgelaufen. Ich meine, das hat ein bisschen für das Leute ein bisschen Motivation finden und dann nicht verlieren, sondern schon positiv bleiben. Das ist eigentlich wichtig. Als Letztes haben wir über hier zukünftige Projekte noch geforscht. So, ich meine, mit einem Räumschirm, ich meine, wir haben zu feiern ein bisschen etwas gut, was man nicht der Person, aber ich bin voll aus dem Umlaufen, was vielleicht eventuell könnte. Ich meine, du kannst doch reden. Und ja, ich meine, im schönen Fall oder so viel Brot. Weil viele Leute halten, viele Leute gefallen und ich meine, das wird eine coole Sache kommen im Fall von uns freier Mensch.